Habidere, Servus und herzlich willkommen. Eine neue Folge Viva la Movilusion. Kommt ein außer, das heißt, es ist ein wunderschöner Tag, da die Song, weil schöner kann es nicht werden als an Tagen mit Viva la Movilusion. Ich bin heute nicht allein, ich habe einen Mike mitgenommen, er ist nämlich wirklich so tapfer wie ich und sitzt bei 38 Grad vor das Mikro, nur um für euch eine Folge zu dem Burner-Film Obsession aufzunehmen. Servus Mike, schön, dass du mit mir hier im Studio schwitzt. Ja, servus und habidere. Wir haben ja so viel Obsession unserem Podcast gegenüber, dass wir uns da sogar bei dieser Bruthitze da einstehen. Also ich stehe, weil sonst darf man wahrscheinlich der Arsch irgendwo festpicken. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stehe mich einfach hier nach und kann schon mit nichts meinen Körper berühren, was ekelhaft ist. Nein, ich sitze und spüre so richtig, wie mir das Arschwasser mich hin und her rutschen lässt. Da bist du wieder Romantiker, ich gespannt. Ja, das mengt Mädels. Ja, das mengt auf jeden Fall. Ja, Obsession ist gut. Du wirst mich lieben, Mike. Ja, sowieso. Wir waren nämlich am Sonntag Cineplex Vilsbiburg, da geht nochmal eine riesige Kartoffel raus an die liebe Melissa, die uns da eingeladen hat, den Shopbuster beizuwohnen. So heißt nämlich ab und zu mal so ein Programm oder Format bei ihr, in dem sie Filme eigentlich gerade auch mitzeigen. Aber im Vilsbiburg und Waldkraiburg ist Obsession so gut angekommen, also die Säle, die waren bumsvoll. Und deswegen wird er jetzt dann tatsächlich ins reguläre Programm aufgenommen. Also wer gedacht hat, Mann, der läuft gerade einmal und da habe ich gerade Zeit gehabt, der hat jetzt nur die Möglichkeit, den Film in Vilsbiburg oder Waldkraiburg im Kino zum Schauen, falls das Kino seiner Wahl ist. Und ich habe ihn so schon zum zweiten Mal gesehen, aber eigentlich mal ein Wolleck für mich gewesen, weil ich den nämlich in der Horror-Sneak im Blattling schon gesehen habe. Aber die Warlecks waren leider ohne mich. Drum gibt's jetzt dann in dieser Folge einfach ein bisschen was von mir dazu erzählt. Und das ist sehr viel geiler, weil der Film hat's schon verdient, dass er in der Folge ordentlich abgehandelt wird, oder Mike? Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert mit diese ganzen Hype-Filme, weil einerseits kann dann die Erwartungshaltung so krass nach oben schießen, dass der Film dann einfach nur noch enttäuschen kann. Oder er hat wirklich die Eier und der Hype ist true und dann ist der Film ein richtiger Banger. Und das trifft eventuell bei Obsession zu. Ja, weil mir war das Glück, dass ich, wie gesagt, in der Sneak gesehen habe, und zwar schon vor, ich glaube, 5 Wochen oder 6 Wochen, keine Ahnung. Ewig her, ewig. Das ist richtig lang schon her, dass ich den gesehen habe, weil er ist ja dann auch noch mal verschoben worden. Und da war ja zu dem Film Gott sei Dank noch gar nichts bekannt. Ich habe nur den kurzen Trailer, den ersten Teaser erkannt, wo man einen Bär im Auto sitzen sieht, wie er telefoniert mit Lautsprecher. Das war der erste Teaser, diese Szene aus dem Film. Und ja, dann ist der Film gelaufen und ich bin rausgegangen und so haben wir gedacht, leck, wieder mit reißkleinen Shell, wie geil war denn dieses Ding jetzt gerade? Also schon mal so Spoiler vorweg. Ich bin absolut begeistert vor dem Teil. Der hat mich so überfahren, der Ich habe so oft Gänsehaut gehabt, also ich bin wirklich begeistert gewesen. Und beim zweiten Mal hat er nichts von seiner Wucht für mich verloren gehabt. Ja, ich kann ich nachvollziehen. Also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen gehabt und es war wirklich ein Erlebnis. Also er fängt ja eigentlich total unspektakulär, nicht einmal unspektakulär an. Er hat ja nicht einmal so einen Cold Opener drin oder so. Aber er steigert sich dann immer und immer weiter, bis dann irgendwann so weit ist, dass du sagst, der Kruzifix, was erwartet du, was kann denn jetzt noch alles passieren? Aber jetzt weiß ich nicht, du hast jetzt schon zusammen gesehen, du kannst uns bestimmt auch mal erklären, um was das geht, storytechnisch, oder? Boah, du Dreckschwein, ich wollte das eigentlich dir umschirmen, aber... Ja, sollen wir das so easy machen, oder was? Teil mal sonst, jeder sagt immer 3 Wörter. Okay. Du fängst an. Also, der Bär ist in die Niki, also bin ich schon mehr, also, wenn muss man ja einer. Das haut jetzt schon nicht hin. Okay. Der Bär ist Teil eines Freundeskreises, in dem sich auch die Niki befindet. Und er ist total verschossen in diese Niki. Und er findet die ganz toll. Nur er ist ein Würstchen und kann ihr das nicht sagen, dass er sie ganz toll findet. Er ist nicht schüchtern, sag nicht Würstchen. Ich bin auch schüchtern. Nein, er ist ein Würstchen. Vor allem Würstchen. in dieser einer Stelle, wo sie ihn sogar schon fragt. Ja, sie fragt ihn ja sogar. Und er hat noch nicht die Eier, er braucht dann nur noch Ja sagen. Dann wird sie sagen, weißt du was, steig aus, gehen wir rein. Und dann reden wir drüber. Also muss ich mal schmusen dann. Also das kommt alles nicht vor. Auf alle Fälle, er sagt, nein, die Freundschaft ist alles super. Und dann ärgert er sich dann über sich selber ganz brutal.
und hat aber vorher schon in einem, ja, wegen so einem übersinnlichen, wie sagt man da, Voodoo-Shop, keine Ahnung. Da wollte er eigentlich für die Niki ein Geschenk kaufen und hat aber dann einen One-Wish-Willow mitgenommen. Das ist eigentlich so ein, ich würde sagen, so ein Scherzartikel, den man quasi ausbackeln kann. Dann kommt eine bedeutungsschwangere Musik, die quasi in der Verpackung verarbeitet ist. Und dann ist da so ein Teil drin, weiß ich nicht, was das ist, schaut aus wie so ein Holz, schaut das ein bisschen aus, ja. Und das, wenn man bricht und dann sagt, was man sich wünscht, dann geht das scheinbar in Erfüllung. Und das macht der Bär und wünscht sie, dass die Niki ihn liebt, mehr als alles andere auf der Welt. Und jetzt fliegt die Scheiße durch den Ventilator und es entspinnen sie Situationen, die der Bär nicht so umrissen hat, wie er seinen Spruch so leichtfertig über die Lippen gebracht hat. Und die Niki ist dann auf einmal brutal in ihrem verschossen. Am Anfang ist noch alles cool, weil da haben wir noch ein bisschen so dieses Liebesgeplänkel. Am Anfang ist alles allerweil so eitel, so die Freude Sonnenschein, sagt man, oder? Nein, oder wie sagt man? Also es ist alles so... Es ist alles mit dem Scheiß Freude... Verdammt, das kann ich nicht mehr sagen. Friede, Freude, Eierkuchen. So! Alles ist Friede, Freude, Sonnenschein, du bist da so alt. Hey, da hat 35 Grad, ich darf das. Ja, okay. Auf jeden Fall ist alles super cool, bis die Niki auf einmal anfängt, seltsam zu werden. Genau, und dann gibt's ganz, ganz gruselige Szenen und harte Szenen und ein sehr konsequentes Finale. Genau. Oh ja. Und vorab schon mal gesagt, also die Niki, die Schauspielerin, die Niki spielt, die Indy Navarrete, die spielt sie wirklich ein Wolf. Die macht es unglaublich gut und ich höre dir tapsen Oscars. Ich habe schon mal was gehört, jetzt vernommen vorab, dass der Verleih, was ich, Blumhouse oder was, oder das Studio, versucht da eine Oscar-Nominierung durchzubringen für sie. Und das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar, weil das, was die da macht als Newcomerin, also die hat auch nicht Feuer auf der Uhr, aber das, was die da mimisch und gestisch da abfeiert, ist der Wahnsinn. Man sagt, man kennt ja diese Zerrissenheit brutal an und diesen totalen Wahnsinn. Das ist echt brutal. Also, gleich mal vorweg, wir werden auf alle Fälle ein bisschen umeinander spoilern, weil wir wollen uns über den Film unterhalten. Und weil du das ja schon sagst mit dieser Zerrissenheit, das ist echt brutal, wie die das spielt. Weil es ist ja die echte Niki, irgendwie wird ja ihr Geist mehr oder weniger austauscht, kann man sagen. Blockiert. Oder blockiert, ja. Der ist ja irgendwo anders. Der ist ja irgendwie zurückgeholt, weil wir haben ja die Szene, die ich vorher gesagt habe, wo telefoniert wird, wo dann auf einmal die echte Niki im Hintergrund schreit und so. Und das immer wieder rausblitzen lassen, vor allem in der Szene, wo sie ihn beim Schlafen beobachtet. Boah, macht mich fertig, das Ding. Und Oscar-Nominierung, ja bitte. Bester Film, bestes Drehbuch, bester Regisseur, beste Hauptdarstellerin. Raus mit die goldenen Buben. Unbedingt. Nachdem die Academy das so sträflich versäumt hat, die Toni Collette und auch die Florence Pugh zu nominieren. Florence Puff, bitte. Florence Puff. Entschuldigung, sonst schneidet mir der Korbi aus. Powerpuff Florence Puff. Haben wir vielleicht jetzt bei ihr gute Chancen. Schauen wir mal. Her damit, ja. Und diese Szene, die du jetzt gerade gesagt hast, mir hat das dann gewundert, dass das so früh kommt. Ich habe mir noch gedacht, auch, weil ich habe ein paar so Clips eben auch gesehen bei Instagram oder TikTok oder so. Dann haben wir gedacht, oh, lecker, das ist ja alles so dermaßen krass. Aber diese Niki ist so am Anfang, also schon in der Mitte vom Film passieren da Sachen, wo ich sage, weißt du was, gute Frau, ich bin weg. Oder ich versuche jetzt schon irgendwas zu machen. Aber dieser Bär, der lässt so viel über sich, in Anführungszeichen über sich ergehen, wo ich oft gesagt habe, Alter, was stimmt mit dir nicht? Die Warnglocken sind doch da, unternimm irgendwas. Aber das, was der macht, er zieht es einfach durch, seine Untätigkeit und seine Unfähigkeit, und die zieht sich durch den ganzen Film so durch. Und ich möchte fast behaupten, das ist einer von den nervigsten männlichen Charaktere seit der Typ da in Midsommar. Der Freund von der Florence Puff, der war ja auch so ein Arschloch, und so weit ist der Bär da leider nicht weg. Also er hat ein paar Szenen dabei, wo man sagt, okay, jetzt tut er mir direkt leid, und dann denkt man wieder, nein, du bist so ein Arschloch. Ja, er ist ja irgendwie so, zuerst denkst du, okay, er ist jetzt so schüchterner, in sich gekehrter, zurückhaltender Kerl, der kann halt einfach nicht anders, weil er so introvertiert ist. Und jetzt hat er so das Glück seines Lebens, das, was er sich die ganze Zeit gewünscht hat, freist er eigentlich erstmal für ihn. Und das möchte ich auf gar keinen Fall verlieren, aber irgendwann merkst du so ein bisschen,
dass er also gefühlt so eitel ist, dass er sie jetzt so hat, dass das vollkommen wurscht ist, weil da ist doch die Szene, wo dann wieder mal ihr echtes Ich durchkommt, wo es heißt, die andere schläft und sie dann sagt, ja, bring mich bitte um und er dann sagt, aha, ist also so schlimm, dass du mit mir zusammen bist. Der Bockige. Ja, wo ich mir auch gedacht habe, auf was für Podest stellst du denn jetzt selber, dass sie dankbar sein müssen oder wie, dass sie mit dir zusammen seid, die auf der Hand. Ja, und er begibt sich ja selber in so eine Opferrolle dann. Ja. Weißt du, so der Mitleidige. Also haben wir auch gedacht, leck. Und das, was dann passiert in der nächsten Szene, hätte ich ihm verkund, aber. Ja, das war echt voll, das war echt schade. Das war, da hat's die falsche Person erwischt. Absolut. Die habe ich nämlich eigentlich gern mögen. Die erste war gerade so eine Nebenrolle gewesen, aber die war eine sausympathisch geschriebene Figur. Bei der hat man von Haus aus kennt, jetzt müsste man den Namen von der wahrscheinlich auch mit Sarah. sagen. Diese Sarah, bei der hat man ja von Haus aus kennt, dass für einen Bär was übrig hat. Da gibt's ja diese Szene eben in der Party am Anfang, da streichelt sie ihm schon immer so über den Rücken und so und er hat halt nur immer Augen für die Niki. Und sie streichelt nicht die ganze Zeit und so, dann denkst du, ja gut, okay, ich kann mir diese Konstellation oder diese Beziehungsprobleme, die sie jetzt dann noch entwickeln könnten, kann ich mir vorstellen, weil ja die eine auf dem Bär steht und er steht auf die andere, die auf ihm steht. Da gibt's noch ein Beispiel mit den Beziehungen. Mit die Ziegelsteine. Ja, Ziegelsteine. Also atmosphärisch ist ja das auch Wahnsinn. Also, wie gesagt, das fängt ja alles so noch mit Freunden, ja, mit so Coming-of-Age-mäßig, und die Freunde treffen sie und ein wenig Alkohol trinken und alles ist lustig. Und bis dann dieser Wendepunkt kommt, eben bis dieses One-Wish-Willow-Teil gebrochen ist, von da weg brechen auch die Dämme. Und von da weg ist der Film also unberechenbar. Er spielt voll krass mit den Erwartungen. Man meint dann die ganze Zeit bestimmte Sachen zum Singen, weil sie kommt ja auch oft ganz unverhofft aus irgendwelchen Ecken in ganz komische Bewegungen. Ja, und du aber da wartest krieg ich aber jetzt eine eine Gänsehaut. brutal. Hey, ich bin im Bett gelegen, dann nach dem Film, ich hab echt, ich hab die ganze Zeit gedacht, wenn jetzt nicht der Vierer kommt, wenn meine Frau Vierer kommt, ich muss das halt weg einfahren, ich kann ihr nicht helfen. Einfach Frauenkleid. Aber das war so krass. Allein schon mit der Szene, wo du gesagt hast, mit dem Auto, mit dem Telefonat. Ja. Es ist immer, die Kamera schwenkt ja, oder es ist ja jetzt immer zwei Einstellungen, wo das hin und her schneidet. Und haben wir die ganze Zeit gedacht, jetzt steht's dann da, jetzt ist dann irgendwas. Und du wartest die ganze Zeit. Also er spielt mit deinen Erwartungen, weil du sagst, du hast schon 1000 Horrorfilme gesehen und in normale Horrorfilme, wie jetzt zum Beispiel ein Smile, einer von diesen Beispielen mit dem Auto, wo dann auf einmal ein Gestalt daherkommt, das kennst du alles sehr. Aber der Regisseur sagt, okay, wir machen das jetzt ein kleines bisschen anders, ich überrasche euch jetzt mit wegen andere Herangehensweisen und das geht voll auf. Total, ja, und ziemlich geil. Du musst ja sagen, das ist ja auch das Langfilmdebüt vom Curry Barker. Curry Barker. Und was der da abliefert als Debüt, ist echt irre. Und weil du schon sagst, mit diesen komischen Bewegungen und so weiter, für mich war das, ich hab's gesagt, als wir aus dem Kino ausgegangen sind, ich hab das noch nie gehabt beim Film. Erstens mal schon seit Jahren, glaube ich, nicht mehr beim Film, dass ich mich im Kino so gruselt hab, dass ich Gänsehaut gehabt hab. Und bei Obsession habe ich wirklich bei locker 5 Szenen Gänsehaut gekriegt, weil es mich so gruselt hat. Und das, obwohl keine dämonische Besessenheit, kein Dämon selber, kein Geist oder sonst was da ist. Der schafft es wirklich mit menschlichem Verhalten, das so drüber und so schrill und so kreislig alles zu machen, dass ich drin gesessen bin und habe in einer durch Gänsehaut gekriegt und habe mich so gruselt vor der Niki, dass ich echt dachte, jetzt hau ab. Und das sogar beim zweiten Mal, wo ich geschaut habe, hat es mich so abbeidelt immer wieder. Also, irre, hätte ich nicht damit gerechnet, dass man die beim zweiten Mal nochmal so mitnehmen kann. Ja, und das Publikum, also auch bei uns im Kino und so, also die haben ja brutal mitgegangen. Also das war cool, also keiner hat die Pappen aufgehört und es war wirklich so, dass dann bei bestimmten Szenen halt das Publikum, da ist richtig gespannt, wie es die Leute alles zusammenzieht. Also so dieses kollektive in die Hosen scheißen war wirklich ein ganz tolles Erlebnis da im Kino, das war schön. Und das war ja auch wirklich ein schönes Kinoerlebnis, weil beim ersten Mal bei der Sneak habe ich leider kein schönes gehabt, weil da habe ich zwar so riesengroße Schweinerinnviecher neben mir sitzen gehabt, die am lieberen Aussicht geifert hätte, weil die haben den Film nicht kapiert scheinbar. Weil die Niki ist ja dann irgendwann nicht mehr Herr ihrer Sinne und Herr ihres Verhaltens und dann immer, wenn wieder so eine Szene gekommen ist, wo sie halt so drüber war, erstens mal haben sie immer voll gelacht, wo ich sag, ich kann schon verstehen, dass ich da so lache, aber für mich war das eher so wow, lecke Lacher, was schon jetzt ich finde das so lustig, weil es ist ja nicht lustig, es ist eigentlich... So wie es bei uns im Kino ja war. Ja, genau. Und dann immer so laut so, was ist denn mit ihr? Warum tut's denn das jetzt? Was ist mit ihr? Und ich wow, lecke, was ist mit dir? Ich tu jetzt auch gleich was, wenn's nicht sofort der scheiß Maul jetzt da drüben noch rimpfig, du Trauriges. Ich glaube, dass die brutal Schiss gehabt haben und wollten das irgendwie kompensieren.
Keine Ahnung, für mich waren es einfach nur, als hätten Ja. sie ein paar Chromosome zu viel zwingen oder sonst irgendwas. Da ist auf alle Fälle ein ordentliches Suppen entstanden in einem Hirn. Da braucht man nicht schmerzen, das ist sehr unangenehm, wenn die Leute im Kino so sind, das geht gar nicht. Und vor allem bei der ist halt wirklich einer, also bei dem Film musst du voll drinnen sein, weil der eine, wie du vorher schon gesagt hast, eine Atmosphäre aufbaut. Der Film steigert sie von null ins Unermessliche für mich. Du hast ja schon gesagt, der geht ja nicht los mit irgendeinem Schock oder irgendeinem Bang, sondern er geht ganz ruhig los und erzählt die Geschichte und die Geschichte wird irgendwie intensiver, genauso wie das Verhalten irgendwie intensiver wird und der saugt die Ei, der Film, und spuckt die danach durchglutscht einfach wieder aus. Das ist echt irre. Und wenn du dann irgend so Schweinelöffel drinnen hast, die da die ganze Zeit die Stimmung versauen, Ja. dann musst eigentlich mal so einen Betäubungsgriff ansetzen oder so, wenn's, wie die Simpsons. Also einen Schock habe ich schon am Anfang drin gehabt, wie auf einmal das Titellogo von Blumhouse gekommen ist. Mit dem hätte ich jetzt einfach nicht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also die hätte jetzt den eher in Richtung A24, Ja, aber ja. nicht nach Blumhouse. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Aber die haben den nur eingekauft, die haben den quasi nicht selber draht. Und ja, also wie gesagt, ich hätte den eher A24, weil es ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, Elevated Horror kann man jetzt in dem Fall nicht sagen, aber es ist schon so dieser Drama-Horror, den jetzt Blumhouse nicht ganz so zuschreibt. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Und ich dann schon, also nicht komplett in diese Elevated Horror Schiene, aber schon auch in diese Richtung schirm, weil es geht ja schon so ein bisschen um die Selbstbestimmung der Frau in dem Thema. Das ist ja auch mit drinnen versteckt und so eine Art von Machtausübung vom Mann gegenüber der Frau, in dem Fall durch diesen übernatürlichen Wunsch, der ist da mit drin. Ja, Das und sind ja Moral, er wirft brutal viel moralische Fragen einfach auf. die hat er auch mit dabei. Also er hat da schon ganz viel erwachsene, aktuelle und harte Themen auch mit drinnen. Zum Beispiel auch diese Sexszene. Ich fand das extrem unangenehm, weil das hat ausgeschaut, sie bewegt sich zwar nicht, die Niki, und lässt das alles über sich ergehen, aber das hat gewirkt wie eine Vergewaltigung. Also das war richtig Voll. kreislich. Zuerst zeigt man nur so, wie das die Zeit miteinander so verbringen und so, wie bei der nackten Kanone, da wo es dann vom Platoon rauskommen und lachen und so und alles ist lustig. Und dann auf einmal kommt diese Szene und sagst, oh leck, das ist alles so, das ist nicht gut. Also das geht nicht. Das müsste der Bär selber kennen, dass das falsch ist, was er da jetzt tut. Ja, mir da gerade, wie dazu das sagen, weil ich habe nämlich irgendwo eine Kritik gelesen und die haben einen Bär direkt als den Bösewicht in dem Film bezeichnet. Hättest du so Ja. reagiert, dass du sagst, er ist der Bösewicht Ja. oder eher, dass er unfreiwillig in diese Rolle einrutscht? Nein, er ist der Antagonist. Also das ist wirklich ja so, wie gesagt, er kann das nicht mehr ändern, was er gemacht hat und er muss jetzt mit dem umgehen, aber man sieht es ja dann am Schluss auch mit dieser Pillenszene, da wo er sagt, jetzt übernimmt er endlich einmal Verantwortung, weil der Fluch da mit ihm enden. Und wenn er das jetzt durchzieht, dann darf er die Niki erlösen. Macht's aber wieder nicht und versucht, sich den Finger in den Hals hinter zum Stecker. Also er hat Scheiße gebaut, muss er dafür gerade stehen. Und dieser Wunsch allein, wie gesagt, er hat das alles auf die leichte Schulter genommen. Aber so vom ganzen Ding her, sie ist für mich nicht die Böse, nein, das ist er. Muss Na, ich ehrlich definitiv nicht. Also ich sehe ja absolut nicht als Böse. Ich bin nur unschlüssig, ob ich ihn direkt als böse bezeichnen darf, weil mit diesem One Wish Willow, der macht das Ding auf, keiner rechnet damit, dass das funktioniert. sagen. Ja. Man sieht es ja dann auch an seinem Kumpel, am Ian, da gibt es Szene auch noch mit, der glaubt es ja auch nicht und ist dann völlig aus dem Häuschen, als das Ding wirklich funktioniert. Ja. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil er kommt ja aus der Affäre auch nicht raus, weil wenn er jetzt sagen hat, ich verlasse die, dann hast du ja auch mal die Szene, wo sie dann sagt, ja, dann bring mich um. Das geht ja dann auch schon so weit in diese, wenn du gehst, dann bringe ich mich um. Also muss er ja bei ihr bleiben, weil er möchte ja auch nicht, dass sie stirbt. Ja. Und der einzige Ausweg ist, sich selber umzubringen. Deswegen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich ihn wirklich als Bösewicht bezeichnen Also soll. Bösewicht weiß ich nicht, aber schon der Antagonist. Also er ist schon einer, wo ich sage, das ist keine Figur, mit der man mitfiebert. Spätestens nach der Hälfte. Da passieren Sachen, wo du sagst, nein. Er muss so auch Sachen über sich ergehen lassen. Ich sag nur Katze und Sandwich und so. Das ist schon krass, wo du dann auch sagst, wo leck, was macht er denn jetzt? Der arme Teufel. Ja, aber er hat für mich schon so diese Parallelen zu diesem, jetzt weiß ich nicht mehr, wer der heißt, der Typ aus Midsommar. Der geht ja Ja, ich mit weiß der den Namen Florence auch nicht mehr. Pugh ähnlich um, wie er jetzt Puff, mit Florence ihr und Puff. so. Puff, Entschuldigung. Ja, also für mich ist er kein netter Mensch, nein.
Nein, nicht auch nicht. Aber wie gesagt, bei mir, ich dann eher so unfreiwilligen Antagonisten irgendwie nennen, weil Ja. bei dem spielt irgendwie so viel mit, dass er halt auch so eine Gurke ist. Und keiner hat auch damit gerechnet, dass so ein Wunsch wirklich funktioniert. Aber er entwickelt sich am Ende hier, also er hat auf alle Fälle nicht die Schneid, dass er für seine Schandtaten auch gerade steht. Das kommt schon noch dazu. Ja. Was ich da bei ihm ganz cool fand, Entschuldigung, weil was ich bei ihm ganz cool fand, ganz viele Sachen, die in dem Film schockierend sind, sieht man jetzt also man sieht ihn in der Kamera, so im Close-Up oder sein Gesicht oder mit seinem Torso, also man sieht ihn im Bild und dann siehst du, wie er da schrickt. Und du selber sagst dann, oh, leck, was passiert denn jetzt? Und dann siehst du erst, wo es in der Szene oder wo es er sagt, wo es ihn so schockiert. Und diesen Move fand ich super. Das macht er ein paar Mal. Ich sag nur diese Haustür zum Beispiel, wie die zugepanzertaped ist und so. Ja. Obwohl in der Szene nicht viel los ist. Es ist nicht so dramatisch, aber da hat's mir einen hohen Affezung im Körper. Es ist nicht so schlimm, aber so wie das gemacht ist, oh Gott, dann die Musik, die wo auch geil war. Und dann dann siehst du, wo's los ist und sagst, oh, lecker, lecker, lecker. Und dieser Move, den finde ich gut. Und dann nur so das Beiläufige von ihr, wenn du Probleme mit der Tür hast, dann bleib doch zu Hause. Ja. Und das war auch ein paar Mal so geil, weil sie ist ja, man hat ja manchmal wirklich, habt ihr der Corby beide das Problem gehabt, dass ihr manchmal nicht verstanden habt, was sie sagt, wenn sie schreit, weil das artet ja teilweise in richtiger Hysterie aus. Der Corby hat nur so gemeint, so, ja, Ton war vielleicht nicht so gut, aber ich sage eher, ich glaube, dass das beabsichtigt ist, weil du einen hysterisch schreienden Menschen irgendwann ja gar nicht mehr richtig verstehen kannst. Ja. Und das war eigentlich ganz gut umgesetzt in meine Augen. Und jetzt habe ich meinen Phone verloren. Nein, aber das, vor allem der Sound, also Sound fand ich gut gleich am Anfang, wie es losgegangen ist, auch mit der Musik und so, also die hat schon Wucht gehabt. Und dann, wenn es da diese Gänsehaut-Szenen, also Jumpscares kann ich jetzt in dem Fall nicht sagen, ich glaube, da hat er höchstens einen in dem Film. Und das war schon fett im Kino. Also da muss ich am Cineplex zugute halten, das hat alles passt. Ja, und auf was ich raus will, war dieses geile Spiel zwischen krass hysterisch komplett ausflippen und wenn sie dann ihren Willen kriegt, so, okay, alles klar, danke. Ja. wie krass schnell da diese Stimmungsschwankungen die ganze Zeit waren, das war auch so geil gespielt. Und das hat auch immer für so einen geilen schwarzen Humor auch immer geführt. Schwarzer Humor, Wahnsinn. Da haben Sachen drin, ich habe wirklich gelacht. Laut gelacht, das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, oh Gott, und es macht aber die Szene nicht kaputt. Es ist nicht so ein Kasperl-Humor, sondern es ist so ein Humor, also so ein schwarzer, nicht britisch, aber es hat halt gerade in dieses ganze Szenario so reinpasst. Das ist richtig on point, der passt genau in das alles eine, er ist nicht drüber, er macht sie nicht lächerlich, sondern er passt einfach situativ immer perfekt ein. Ja, so wie jetzt, gerade Beispiel, ich schaue momentan die Serie, habe ich euch verzeiht, Widow's Bay. Da ist ähnlich. Der weiß genau, wann er was machen kann, wann er ablehnt, wann der Gag gar ist und wie lange das was funktioniert. Und man kennt ja dieser Carrie Barker, ist ja ein YouTuber und es ist eigentlich so eine Sketch-Show, glaube ich, was der da hat. Oder so Hab ich noch nicht geschaut, oder irgend sowas. Es ist eher auf lustig. Aber du, in der letzten Zeit, diese ganzen YouTuber, die alle lustig sind, machen jetzt halt Horrorfilme, die kennen das. Und es ist wirklich so, dass Humor und Grusel so die Emotionen sind, die du kennen musst als Regisseur, weil wenn du einen Film nicht gruselig inszenieren kannst, bist du im Horror falsch und wenn du Leute nicht zum Lachen bringst, bist du in der Komödie falsch und du spielst schon mit Emotionen vor die Leute und da finde ich, dass der Horror und die Komödie schon ein paar so Parallelen mit drin haben. Ja, absolut. Und was ich mir jetzt unbedingt anschauen möchte, ist dieser Milk and Cereal vom Curry. Wollte dir auch fragen, ob du den schon gesehen hast? Leider gar nichts. Ja, nicht. Die wollte man unbedingt vor der Folge noch anschauen, aber ich dachte, ich hab noch Zeit und dann haben wir noch Kurzfilm, maximal eine halbe Stunde, schaue ich eine, glaube Stunde und 10 fast. Jetzt ohne Schmarrn. Ja, der ist schweinelang, der Film. Ah, scheiße. Aber muss echt einmal schauen. Also YouTube geht an mir alle vorbei. Weißt du, das ist eine tote Plattform, das setzt sie nie durch. Und Nein, da denke ich alleweil nicht drüber, wenn ich sowas schauen möchte. Ja, eben, das ist was mehr mit so einem scheiß YouTube, was soll ich denn selber? Schwachsinn ist doch das. Aber der hat irgendwie nur, ich glaube, das sind 3, die man sich anschauen sollen von ihm, was ich gehört habe, die richtig gut sein sollen. Das ist einmal Warnings, The Chair und dann dieser Milk and Cereal. Ja. Und da habe ich gehört, das ist aber ziemlich gut. Der The Chair, der hat 24 Minuten. Warte, ich schaue das jetzt mal nebenbei schnell durch. Dann haben wir den Warnings. Der hat 20 Minuten. Und damit ich keinen Schmarrn verzeihen mit Milk and Cereal. Halt ab jetzt bin ich nur mal in Warnings reingekommen, weil scheiß Ding die ganze verspringt. Und damit ich keinen Schmarrn verzeihen, würde ich sagen, mit Milk and Cereal doch, 1 Stunde und 2 Minuten hat er. Ah, okay. Ja, mal schauen. Und der
der Regisseur hat ja jetzt auch schon Ding übernommen, oder er soll für A24 den Texas Chainsaw Massacre machen. Ja, geil. Also, nachdem ich Obsession gesehen habe und das gehört habe, dass der Texas Chainsaw Massacre macht, haben wir gedacht, da, glaube ich, gibt's aktuell fast keinen besseren, weil die Atmosphäre, die der da aufbaut bei Obsession, wenn er das auf Chainsaw Massacre übertragen kann, dann hätte man mal wieder so einen richtig geil düsteren, atmosphärischen Chainsaw Massacre, der nicht nur von Gewalt leben muss, damit er funktioniert, so wie es bei den letzten war. Ich mag die ganzen Chainsaw Massacres, aber wenn man sich ehrlich ist, haben sie nicht viel Atmosphäre gehabt, sondern meistens gerade noch von Gewalt gelebt. Was ja, mengen wir ja, wir sind ja Gorbauern. Aber ich hätte auch mal wieder Bock auf, so wie das Original ist, und das wird zwar nicht ohne kommen, aber wenn wir so eine Stimmung wie im 74er Chainsaw Massacre kriegen, und das traue ich dem zu, dass der das hinkriegt. Ja. Der arbeitet zwar jetzt noch gerade an einem anderen Film, der heißt Anything But Ghosts. Da spielt er auch die Hauptrolle. Das ist jetzt so das Ding, was er momentan macht, aber dann, meine ich, wenn das durch ist, dann wird gesägt. Ja, her damit. Ja, so geil. Also ich hab richtig Bock drauf. Und ich darf mir den Obsession auch jederzeit noch mal anschauen im Kino, wenn ich die Möglichkeit hätte. Absolut. Weil das Ding hat mich wirklich schon, also, ja, was heißt schon lang, ist eigentlich falsch, weil letztes Jahr waren ja auch so ein paar Burner mit Weapons und Bring Her Back und Together im Kino, und ich hoffe, dass wir jetzt einfach jedes Jahr solche Bretter haben. Und Backrooms, das nächste Teil wird, das mich so überfordert. Da hoffe ich, dass ich die Woche noch ins Kino komme. Und dann sage ich bitte einmal im Jahr mindestens eins Brett vom Film her. Ja, und wir brauchen mehr YouTuber, die geile Filme machen. Also Ja. diese jungen Wilden, die da auf uns zurückkommen, das ist geil. Die haben andere filmische Sozialisierung als die wir mir so sonst alles abgefeiert haben, so Typen wie Sam Raimi und so, die haben mit anderen Sachen wieder aufgewachsen wie jetzt die. Und diese Einflüsse, die mitbringen, finde ich cool, wenn die so verarbeiten oder die Filme jetzt auf ihre Art machen, finde ich geil. Also, wie gesagt, Obsession, volle Empfehlung. Voll, ja. Ich habe den Iron Lung gesehen, der war ja auch von einem YouTuber, und das war auch sehr geil, was der da umgesetzt hat, dieses Spiel, was der gemacht hat, und als Einstieg so ein Kammerspiel mit einer Person und er nur in der Hauptrolle, war auch irre. Und der Backroom-Sepp ist ja mal auch YouTube-Sepp, oder? Ja. Also, ja, ich bin voll am Stissel. Vollgas. Ja. Ja, ich wollte gerade noch sagen, weil das Coole ist ja bei dem Obsession, wenn du theoretisch diese übernatürliche Komponente ausklammern darfst, wo es jetzt in dem Fall nicht geht, weil da ja nicht durchdrehen, wenn nichts Übernatürliches im Spiel ist. Aber so wie das ist, sagst du, okay, das ist jetzt wirklich so ein Film über eine toxische Beziehung. Und dann war zwar dann der Fokus wieder anderer, weil dann war der Bär doch der Geschädigte und sie die Verrückte. Aber so vom ganzen Ding her. Ja, wirklich nur mit so einem kleinen Kniff. Man bricht ein Holzstickerl, dreht er das dass das nicht mehr ganz klar, also dass es für manche wahrscheinlich nicht so klar ist, weil da gibt es wahrscheinlich nur Gurken, die da meinen, der arme Bär kann er gar nichts dafür, so ungefähr, aber durch den Kniff hat er das für mich auch gekonnt so hingedreht, dass man sagen muss, sie kann nichts dafür, sie ist nicht böse, also die macht ja nichts falsch. Ja. Aber da gibt's scheinbar, ich habe da schon ein paar Kommentare und so gelesen und ein paar Kommentare einfach, die das nicht so ganz verstehen. Na gut. Ja, und da denke ich wieder, ja, dann schau bitte nie wieder einen Film, oder du Spasti. Sollen wir auf unsere Tops und Flops kommen? So macht man das. Sehr schön. Dann, Mike, kam ja außer Tobi Flobbidi. Also, mein Flop ist, dass manche Sachen, die Niki durchzieht, in dem Film konsequenzlos und unkommentiert bleiben, obwohl es voll krass sind. Das ist so wirklich das Einzige, was mich gestört hat, weil Leute, die Sache, picke mir jetzt eins raus, Katzensandwich. Er kriegt die tote Katze auf ein Sandwich geschmiert. Einzelteile vorher. Dann hast du dein Sandwich riecht aber seltsam. Und dann kommt er heim und er sagt es dann nur mal ganz kurz zu ihr, und bitte nicht mehr die tote Katze kochen oder so. Aber das sind so Sachen, das ist so krass und so schlimm, was die da macht, wo ich dann auch sagen würde, okay, das sind nicht so Sachen, das ist ein wenig, wie soll ich jetzt sagen? Er ist ja der Lulli. Er geht schwach drauf ein. Ja, klar. Er scheut da schon wieder die Konfrontation mit ihr. Aber wie gesagt,
ich habe mir dann auch gedacht, okay, das ist so schwerwiegend. Sie nimmt diese tote Katze, die ja mittlerweile schon Wochen tot ist, und die tut sie ihm dann aufs Brot und so, und das wird dann sogar so stehen lassen. Da habe ich mir auch gedacht, ich weiß jetzt Ja, auch er nicht. hat aber gesagt, ich bin echt sauer. Ja, aber wir. Niki, ich bin echt sauer, du kannst nicht die Katze kochen. Und ich glaube, dass sie ja nicht einmal gekehrt hat. Da war sie ja in der Dusche. Also, wie gesagt, ist gespannt, das ist jetzt Nörgel auf hohem Niveau. Also, ich kann jetzt dem Film nicht viel Negatives ankreiden. Im Gegenteil, jetzt mein Top, diese Stilsicherheit vom Carrie Baker ist der absolute Hammer. Für das, dass das ein erster abendfüllender Spielfilm ist das wirklich ein Meisterwerk. Audiovisuell, schauspielerisch, Ende von meiner Ansprache. Der Film ist Weltklasse und verdient auch diese ganzen Lorbeeren. Der Hype ist true. Geht's ins Kino, schaut euch das an. Solche kleinen Filme gern unterstützt. Weiter so. Top. Ja, gut, er ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, weil er hat bei trotzdem, von 750.000 schon 300 Millionen eingespielt, aber trotzdem ins Kino gehen hat er schon recht. Aber, man, das ist ja auch wie gesagt ein Statement. Nicht nur, weißt du, die Großen saufen ab, die Millionen-Dinger, ich sag nur Masters, aber Mando. Die saufen ab, und dann kommt da so ein kleiner Rotzfilm daher, der $750.000 gekostet hat und rammt ab ohne Ende. Also, das ist ein Statement, Freunde. Vollgas, ja. Ja, kann ich jetzt schon, kommst du. Also, mein Top ist das Schauspiel von der Indy Navarrete, wenn man so ausspricht, ich weiß es nicht. Also, die Niki spielt, das ist Wahnsinn. Also, die Mimik, die drauf hat, dieser Wechsel von krass hysterisch, panisch, traurig, Warner, Lacher, das geht alles, das ist wirklich so Fingerschnipsen, und das geht so schnell und ist so gut gemacht. Überragend. Also, schon lange nicht mehr sowas Geiles gesehen von der Dame. Das, glaube ich, ist mit da die auf einer Stufe mit der Toni Collette von Hereditary stehen vom Schauspiel her. So gut hat mir das gefallen. Und mein Flop ist, dass man da die Katze haben, was soll das? Warum kann es kein Hund sein? Und vor allem eine Katze, das ist also geil, eine Katze hat niemals Tabletten fressen, freiwillig. Das weißt du gar nicht, oder? Du kannst Ja, aber das hat er gut gemacht, weil da liegt ja das Backerl mit die Gürtel und die Tabletten vermischt miteinander. Vergiss das. Die sind beide runtergefallen und die hat einfach eingeschaufelt und hat Wenn ein paar ich erwischt. meiner Katze die Entwurmungstabletten in die Breckis reinschmeiß, dann ist alles zusammengefressen und in der Mitte liegt dieses Brecki drin, und dann gerade noch das Katze nicht vorbeigeht und sagt man Fucker und dann vorbeigeht. Eine Katze darf das nie fressen. Der Katz mag ich die nicht. Schreibt es in die Kommentare, wie eure Katzen sind. Sind eine tablettenabhängig. Ja, müsst ihr Tricks anwenden, dass Katzen Medikamente einnehmen, Entwurmungstabletten oder gegen Zecken, dass das in der Wurst da müsst oder in der Streichwurst oder sonst was. Oder gelangt es, wenn es in Breckis eindort und die werden mitgefressen. Das hat mich interessieren. Der Profi macht das sowieso, der nimmt seine Katze, drückt ihm das Maul auf und dann fasst er mit einem Finger die Tabletten hinter den Hals und drückst ihm am Mund zu und fasst ihm über den Hals, aber dann schluckt das. Und holst Nosen auch zu, oder? Und dann wartest Ja, genau, und dann sagst du, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Es ist nicht deine Schuld, das ist meine. Ja, es liegt an mir, ich möchte eine neue Katze haben. Scheiße. Ist natürlich mein Flop. Warum muss eine Katze sein? Warum kein Hund? Oder warum hat er kein Baby gehabt oder so? Ich hab's keine Ahnung. Irgendein Scheiß halt. So, Schluss. Aber keine Katze. Wie schaut's aus mit unserem Trippelsred? Trippelsred. Ja. Tote Tiere haben wir, wissen wir, haben wir Katze. leider. Haben wir Trompeten? Keine Trompete. Nein, haben wir Möpslichkeiten? Möpslichkeiten haben wir Tidis, ja. Echt? Ja. Der sitzt einmal was in seiner Bude dann. Das habe ich schon, okay, Punkt für die. Also, das sagen wir jetzt gar nichts dazu, Leute, das passiert in den letzten 3 Minuten vom Film. Jetzt hat's super heiß. Ab ins Kino, da sagt man nur mehr Möpse, aber was für welche. Ja, aber gut, hallo, gut Time to aufpassen. Fap ist da angesagt im Kino. Naja, geht so. Ja, so. Nein, Die haben schon, da war er wieder ausgespitzt, was das so geht. Abhauen. Okay, dann halt nicht. Pussy. Na gut, schön. schönes Ding auf alle Fälle. Also, ich hab das gehört, wir sind absolut begeistert. Der Mike hat's gesagt, Meisterwerk, und da kann ich mich nur anschließen. Das ist einer der also dieses Jahr, mir behaupten, der beste Film, den ich gesehen habe bisher. Glaube ich. Und wird sehr schwer, dass der noch getoppt wird. Mal schauen, was Backrooms kann, wobei die, glaube ich, schwer vergleichbar werden, weil die ganz, ganz unterschiedliche Richtungen sein werden. Oder auch der Resident Evil vom Zack Cregger und so. Wir haben schon ein paar noch hochgehalten. Oder Evil Dead. Burn natürlich. Ja, haben wir auch noch, ja. Also Aber es haben schon ein paar hochkaräter dieses Jahr, freuen wir uns sehr.
Wie gesagt, jetzt ins Kino, schaut euch das an, unterstützt kleines Kino, dann kriegen wir mehrere solche Perlen vielleicht, weil die Studios dann mutiger werden und lassen junge Leute mit frischen Ideen ran und wir haben weniger Einheitsbrei und mehr geilen Scheiß. Dann sagen wir vielen Dank an alle, die sich das jetzt halt angehört haben. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr Obsession schon gesehen habt, ob ihr den sehen wollt und wie der echt gefallen hat. Und wenn ihr One Wish Willow brecher tat, was tatsächlich wünschen. Und wie obsessiv liebt ihr Viva la Movilusion? Das kannst du auch mal in die Kommentare einschreiben, das wäre ganz interessant. Weil Ja, das muss ja auch Hardcore sein bei alle. Normal schon. Normal schon, ja, würde ich auch sagen. Gut, dann darf ich sagen, Mike darf abmoderieren. Also, da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich recht gefreut. Und seid beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es heißt Viva la Movilusion, der beste bayerische Filmpodcast der Welt. Nee, vom One Wish Willow Geschäft. Aber hallo. Okay, passt. Auf jeden Fall. Dann, Der hysterischste Filmpodcast der Welt. ja, das sowieso. Servus, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Dicke Kartoffeln.